Prost. So, guten Tag, ihr Lumpenkrämer. Da bin ich wieder. Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil von meiner Weihnachts-Silvester-Vlog-Reihe. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Was wir als letztes gesehen haben, war ja, da sind wir dann gerade auf dem Weg Richtung Sien, ne? Da, Pfalz. Und das war Heiligabend. Vorab sage ich schon mal, Heiligabend habe ich nicht viel gedreht. Ihr kennt das ja auch, wenn ihr daheim sitze, bei der Familie oder ihr seid irgendwo eingeladen, dann ist es ja auch nicht cool, wenn ihr die ganze Zeit hier, keine Ahnung, da mit einer Kamera so lache mo, sag doch mal was in die Kamera, wissen wir, wie ich meine, das nervt dann halt und manche Leute ist es auch nicht, manche Leute ist es unangenehm und da habe ich natürlich auch volles Verständnis dafür und deswegen habe ich halt auch nicht so viel gefilmt, wollte Leute nicht auf den Sack gehen und ja. Ja, und das bisschen Material, das ich gefilmt habe an Heiligabend und die nachfolgenden Tage, das gucken wir uns doch jetzt mal gleich zusammen an. Und dann gucken wir mal weiter, was noch so in den Dorfvlog passiert, ne? Gut. Daumen. Na gut, dann lass uns doch mal gucken, wie wir das jetzt weitermachen. Na gut, alles klar. Tschüss. So, wir sind jetzt hier in Sien. Quasi den Zielpunkt erreicht. Und ja, wir feiern Weihnachten hier mit einem Lagerfeuer. Das beste Kirne. Gut Musik. Und ja, die Leute, die sind drin. Die kommen auch gleich raus. Sehr mietlich. Nee, wir tun jetzt hier gleich. Hier wird jetzt gleich das Essen gegrillt. Es gibt nämlich exquisites gegrilltes Rindfleisch. So wie ich das mitbekommen habe. Ist aber was Schönes, so im Dezember so an Lagerfeuer zu stehen, ne? Nur ist ja ein Problem. Seitdem ich nicht mehr rauche, habe ich kein Feuerzeug mit dabei. Das weiß ich. Habe immer ein Problem, mein Bier aufzukriegen. Normand. Der Kaste geht immer. Wenn man sonst nichts hat, der Kaste passt. Prost. Heiliger Abend. War gut, war gut. Sehr gutes Essen. Sehr viel getrunken. Wir sehen uns morgen. Macht's gut. Ciao. Ja, das war's auch schon. Es war echt nicht viel, wie ich schon gesagt habe. Ja, um nochmal aufs Essen zurückzukommen. Also, das war echt ein super cooles Rinderfilet. Hier ist Rinderfilet. Ja, also auf jeden Fall ganz feines, super cooles Rindfleisch. Schön auf den Punkt genau gegrillt auf dem Schwenker. Ja, das war saulecker, das ist auf der Zunge zergangen. Und dazu hat es dann Salatigen, feines Döschen. Dann haben wir halt schön beisammen gesessen, ne, wie man das halt so am Weihnachten gemacht. Ich sag mal, ein schönes familiäres Beisammensein. Und danach haben wir dann Bescherung gemacht. Ihr kennt das ja bestimmt, ne? Heiligabend halt. Jo. Ja, dann war ich mit meiner Hunde spazieren in Sien. Und wie das ausgesehen hat, zeige ich euch da. Und da gibt es auch gleichzeitig so eine kleine Zusammenfassung, was so die letzte da passiert ist, ne? So. Tag 3 von dieser Weihnachtsreise. Ich bin hier gerade mit meinen Boys unterwegs. Schmerndrick und Schneepi. Hab die Kamera vergessen, hab gedacht, komm, das Handy hast du dabei. Kann ich mal kurz mit der Handykamera bisher die Impressionen hier etwas veranschaulichen. Weil es echt hier pure Natur, also oder wie es andere sagen wäre, tiefstes Dorf. Aber ja, mir gefällt das, jo. Da können wir mal gucken. Ich weiß nicht, ob man es gut sieht auf der Kamera da. Ich tue einfach jetzt mal hier so rund Ding mache. Sieh da hinten geht die Sonne unter. Fokus setzen.
Ja, das, was da drinnen sehen, das ist Sien. Was da drinnen sehen, ist Sien. Ja, jetzt gehe ich immer noch ein Ründchen mit denen und heute Abend geht's dann weiter mit dem übertriebenen Fressmassaker. Jo. Stehen sie, die Schäfchen. Nix ist hier. Keine Menschenseele. Es geht mir hier gut ab. Ich als alter Sozialphobiker gehen ja richtig auf. Ja Spaß, aber ja, da ist ein Schlachthof. Richtig schön. Ja, was ist die letzten paar Tage passiert? Ab 24 hatte ich Abend Bier, Whisky und feiner Walnussschnaps oder Walnusslikör. Ja, das war schon ziemlich nice. Dann der nächste Tag, dann relativ lang ausgeschlafen und dann ging die Reise weiter. Da haben wir hier die Leute besucht, dort die Leute besucht, den besucht, die besucht. Und ja, und wie sie es auch gehört vor Weihnachten, hat es natürlich dort auch überall super geiles Essen gegeben. Trinken natürlich auch. Und so war dann der zweite Tag auch, sagen wir mal so, kalorienreich. Ja, dann immer, was haben wir heute? Oh je, ich weiß schon, ich kann die da schon gar nicht mehr auseinanderhalten. Auf jeden Fall sind wir dann, den Tag drauf, haben wir uns dann mal ein bisschen ausgeschlafen, ein bisschen ausgeruht. Und dann sind wir eingeladen von meiner Freundin, ihrem Bruder. Die haben ja ein nice Haus. Und da waren wir dann mal dort gewesen und dort gab es dann auch wieder geiles Essen. Und frisch gezapptes Bier. Und Gitarre ist gespielt worden. Wir haben gelacht, wir haben am Feuer gestanden, weil es gab Burger und die Patties, die sind quasi auf dem Grill gemacht worden. Und ja, also haben wir quasi Mittag am Lagerfeuer gestanden, gemütlich getrunken, geschwätzt und Spaß gehabt. Ja. Das war bis jetzt so mal Weihnachten. Ach so, ja, und jetzt haben wir heute, ne? Das erste, was wir heute neu gemacht haben, wir haben unsere Sache gepackt. Oh, ich muss auch immer hier kurz einen Cut machen. Der Arm ab von dem Handyhalter, du. Von dem scheiß Handyhalter. Ja, auf jeden Fall hat Moje sind wir aufgestanden, haben schnell fertig gemacht und dann sind wir direkt in den Globus gefahren. Ich mag das ja, ich mag Globus insgesamt. Dann sagen wir, der ist ein bisschen schöner als hier am Oberstehen, der, meiner Meinung nach. Aber trotzdem, so noch ein paar Feiertage, tut mir das immer richtig gut, nochmal in den Globus zu kommen. Und ja, was haben wir dort gemacht? Essen gekauft. Dann haben wir uns mal Fleischkäse weggegönnt. Spießbrote weg. Dann haben wir uns Zeug für Frühstück gekauft. Jetzt, da haben wir uns Zeug gekauft, um zu frühstücken. Ach, sorry, ich laufe hier gerade Berg hoch und mein Körper ist momentan ja gar nicht drauf ausgelegt, sich zu bewegen. Deswegen bin ich hier auch ein bisschen außer Atem gerade. Ja, auf jeden Fall haben wir dann noch, keine Ahnung, Wasch in Kauf, Brötchen und ja, was man halt so braucht für so Frühstücke. Dann sind wir hergekommen, haben mal gemütlich gefrühstückt. So, da ist meine Freundin, die ist jetzt noch jemand Besuch und ich habe mir noch ein bisschen Bett gelegt, noch ein bisschen entspannt sozusagen, weil gleich machen wir uns nochmal fertig, gehen jetzt gleich duschen und dann geht's weiter zum Chines, weil dort heute Abend gibt's beim Chines Buffet und da werden wir eingeladen. Da sind wir eingeladen worden von der Mama meiner Freundin. Ja. Mache ich mich jetzt gleich fertig und fahre. Ey, mir fällt echt der Arm ab. Und da gehen wir jetzt gleich hin. So ist der Plan. Und dann geht's weiter. Was dann noch passiert, das versuche ich irgendwie auf Kamera festzuhalten. Eigentlich hatte ich gedacht, ich hätte sau viel Zeit, so irgendwie zu filmen, aber ich bin da irgendwie ständig am Rotieren. Ne? Da musst du da hin, dann gehst du da hin, dann fahrst du da hin, dann machst du das, dann musst du da noch hin, dann will der mit der Schwätze, dann will der mit der Schwätze. Und da hatte ich gar keine Zeit, irgendwie großartig zu filmen. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, komm, da gehe ich mal ein Ründchen mit der Bube und verzapf mal den Leiter, was der Herr Dende da wieder über die Weihnachtssache getrieben hat. Ja, soweit zu dem. Ich melde mich nochmal. Macht's gut. Genau deswegen liebe ich auch Weihnachten und deswegen liebe ich Weihnachten. Deswegen liebe ich Weihnachten halt, ne? Ja, so, als nächstes habe ich vor Weihnachten, die letzten Monate, habe ich von ein paar Leuten Geschenke zugeschickt gekriegt. Unter anderem vom Frank Tastik, von dem Kajetan, von dem Magnus. Und ich wusste jetzt nicht genau, wie ich das mache. Ob ich da jetzt ein separater Melter mache
eigene Rubrik Mailtime oder ob ich das jetzt hier in den Vlog schneide. Und da ich jetzt halt nicht so viel Videomaterial gehabt von den restlichen Tagen, ihr wisst schon halt, ne, habe ich gedacht, komm, nimmst das Videomaterial von diesem Unboxing, von diesem Mailtime quasi und schneidest in diesen Weihnachtsvlog Teil 2. Und wie das ausgesehen hat, das sehen wir dann jetzt. Guten Morgen. Guten Morgen. Heute haben wir schon den 29. Und ich mache da gerade richtig schöne Timelapse. Weil es so schönes Wetter und da war mit Neville und so. Dann hab ich gedacht, komm, mach schon mal wie früher. Holst die Kamera, stellst den Ofen durch mal da ein bisschen Timelapse mache. Die zeige ich euch jetzt gleich mal, ha? Hallo! Wie ihr seht, bin ich hier immer noch unterwegs, nicht daheim. In meiner geheiligten wie sagt man? Egal. Und auf jeden Fall habe ich jetzt hier so Notfallsstudio mir eingerichtet. Weil wir ja hier noch im Gästezimmer sind, unterwegs in der Palz. Und auf jeden Fall habe ich jetzt ein bisschen Zeit. Weil die letzten Tage, da waren wir ja halt immer unterwegs, so bei dem Essen, da Besuche, Oma-Besuche, Mama-Besuche, Vater-Besuche und so. Kennt ihr ja bestimmt, ne? Da Weihnachtsfeier, Weihnachtsstress und so. Das sei schon gesagt, ich habe die Dinger, also ich habe diese Mailtime, habe ich eigentlich schon gemacht, aber ich habe das scheiß Videomaterial nicht mehr. Ich weiß nicht wieso, anscheinend hat es irgendwie Fehler gegeben beim Rüberziehen. Material weg, das kotzt mich jetzt ein bisschen an, weil ich weiß jetzt halt schon, was drin ist. Und so viel ist gesagt, es ist saugeil. Und ich habe mich auch super gefreut. Und das ist jetzt halt doof. Ich kann mich jetzt hier halt nicht gestellt freuen. Also ich freue mich zwar immer noch, aber ich kann jetzt halt hier keiner vorheucheln. Und deswegen sage ich schon mal, saugeil alles das Zeug, was ich gekriegt habe. Und da habe ich es irgendwie so aus Panikreaktion, habe ich gedacht, komm, da klebe ich nochmal alles so zu und machst halt so, als ob das jetzt erst aufmachst. Da habe ich gedacht, ach komm, die Leute sind ja auch nicht blöd, ne? Ja, und auf jeden Fall packen wir das jetzt zusammen aus. Nochmal quasi, ich habe es schon gesehen, ne? Nur als Info. Und ja. So, jetzt habe ich nochmal genug Scheiße geschwätzt. Jetzt wissen wir Bescheid. Ich fange mal doch mit dem Frank Table an. Mit dem Frank Tastik. Und der ist immer fleißig am Kommentieren. Ich kenne ihn auch schon länger von der Musik her. Und der hat mir hier eine kleine Aufmerksamkeit geschickt. Und da gucken wir jetzt gleich mal rein, was hier drauf steht. Die franktastische Aufmunterungsbox. Schon mal nice, ne? Draußen doof, innen toll. Freude. Und was haben wir hier noch? Okay, hier nichts. Ja, also hier hat er sich schon mal richtig geil Mühe gemacht, ne? Mit dem Päckchen da. Schön beschriftet. Also schon mal vorab. Vielen Dank, Frank. Ja, was hat er schon drin? Gut, den könnt ihr ja dann durchlesen. Wer da Lust drauf hat. Und auf jeden Fall fangen wir hier mit dem... Ups, hier fallen schon alles auseinander. Guckt euch das da an. Das ist ein USB-Stick. Sicher, ich mach mir das ganz einfach. Ich mache jetzt einfach nochmal Weihnachten. Was haben wir heute? 29. Weihnachten ist eigentlich vorbei. Ich beschere mich einfach selber nochmal. Das ist der USB-Stick. Der ist doch dran, oder was? Hä? Ah! Da ist er. Sau gut. Das muss ich so auseinanderziehen. Ah, was haben wir noch? Ah ja. Und der Frank, der malt nämlich ziemlich gerne. Ich tue euch auch die Links vom Frank. Ich tue euch die Links vom Frank mal ohne in die Beschreibung machen. Da könnt ihr gucken, was der so treibt, ne? Ja, guckt da, das bin ich. Ah, spiegelt ein bisschen, aber man kann es ja erkennen. Auf jeden Fall bin ich auf dem Bild. Finde ich super. Da geht's weiter. Oh, da habe ich mich echt super geil gefreut, weil das ist genau nach meinem Geschmack. Das ist genau mein Humor. Da, Sina hat er auch gemalt. Und zwar ist das Pommes hier. Ne, ich liebe Pommes. Und das ist Mayo. Und welche? Die haben sich auch arisch gern. Und das ist wie so eine Symbiose, ne? Oh, und beides sehr fettig. Und wie ihr wisst, liebe ich Fett.
Ne? Das stellen wir alle dabei. Ach, die kriegen ein ganz besonderer Platz daheim auf meinem Schreibtisch, Frank. So, da, guck. Die kennen wir auch, ne? Da hat er mal so 2 von denen Beutelchen geschenkt. Aber machen wir mal schnell auf. Haben wir eine Schere irgendwo? Die ich nicht. Ich darf nicht zu viel Krach machen. Na, ich bin außerhalb. Das kennt ihr bestimmt. Wenn ihr irgendwo auf Besuch sind, dann gucken euch alle da hin und bauen euer Kamerazeichen auf und tun irgendwelche Scheiße dort laut verzappeln. Ah, da gibt mir das Herz auf. Das ist noch der Agent. Habe ich jetzt schon 3-mal oder 2-mal? Macht nichts, ne? Weil Legos kann man nie genug haben, sage ich eigentlich. Okay, das war das. Ach Gott, ich weiß gar nicht, wie ich mich doch bedanken soll. Das ist vom zweiten Päckchen. Das sehe ich schon, das habe ich nicht. Und das ist richtig geil, weil das ist die Serie 13. Und da fehlt immer nicht mehr viel. Die kommen euch bestimmt bekannt vor. Ein paar Stück. Haben wir manche schon öfters ausgepackt. Auf jeden Fall hatte Frank doch richtig gut gegriffen. Zumindest bei einem. So, da, Sina, guck mal. Ich hatte jetzt die Makrofunktion nicht. Das hier, das ist der Eskimo-Mann. So, Helmchen. Ah, da, guck mal, der Kopf kann man. Ach nee, das ist die Eskimo-Frau. Okay. Na, mit der Kamera. Sau gut. Nee, auf jeden Fall saugeil. So, das war ja noch nicht alles. Dann haben wir hier noch ein bisschen Platz. So, und da das? Ich hab doch gar keinen so richtig daran, was das ist. Ah, Lego Creator. Ah, ja, das kenne ich. Also. Okay. Das ist ja mal nice. Ach, guck mal. Und dann macht man das so, dann kann man das hinstellen anscheinend. Da kannst du 3 verschiedene Sachen bauen. Ja, saugeil. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, Frank. Das baue ich das nächste Mal auf mit euch zusammen. Jetzt ist es ein bisschen knapp. Vielen Dank, Frank. Richtig cooles Geschenk. Hat mich echt gefreut. Und wie gesagt, wir bekommen extra Ehreplatz hier auf meinem Schreibtisch daheim. Oder an meinem Studio. Ich hatte mehrere Schreibtische. Also auf jeden Fall Platzmangel wäre ich nicht haben. So, sicher, habe ich auch schon aufgemacht. Und zwar konnte ich doch vor kurzem das Gewinnspiel gemacht. Und zwar hatte ich doch so Mendes hier verlost, ne? Und das hatte ich Magnus in St. Mendel geschickt. Da kam jetzt vor kurzem Briefumschlag zurück von Magnus. Da habe ich gedacht, oh je, hat es nicht gefallen, hat er mal das Ding nochmal zurückgeschickt. Und dann schreibt er mal, danke, hey Danny, danke nochmal für das Menje. Hab gedacht, du freust dich vielleicht auch über eins. Viele Grüße aus der Heimat, Magnus. Der hat mal einfach anderes die Küche zurückgeschickt. Auf jeden Fall. So geil. Ach, Alter, wie geil ist das dann? Sieht euch mal den Kopf drin. Das Gesicht. Manchmal stelle ich mich aber an wie Idiot. Als liegt dran, dass du Idiot bist. Ja, das kann natürlich Sinn. Der hat iPhone oder was hat er in der Hand. Geile Fresse hat er. Und dort noch Handschelle. Ja, auf jeden Fall. Danke Magnus. Richtig cool, hat mich sehr gefreut. Ach, wenn ich dir erst gedacht habe, dem hat es nicht gefallen, dann schickt man den Scheiß einfach nochmal zurück. Ja, echt super geil. Der kriegt natürlich auch Ehreplatz in meiner Lego-Sammlung. So, weiter geht's. Das Paket oder die Sachen, die dort drin sind, die hat mir vor kurzem mein guter Freund, der Kajetan, der Ramirez San, den kennt ihr ja auch, dort das schmale Ding da, mit dem ich öfters mal unterwegs bin, mit dem ich auch die Krankenhausserie da gedreht habe. Auf jeden Fall war der vor kurzem in Australien und hat mir dann jede Menge Kleinigkeiten mitgebracht. Unter anderem Sachen zum Basteln. Und natürlich auch Sache zum Essen, weil viele von euch wussten es noch nicht, aber ich esse sehr gerne. Und auf jeden Fall gucken wir uns das doch jetzt mal an, was der doch mitgebracht hat. Das ist ein Petspender. Kennt ihr die noch? Jetzt haben wir den Typ doch mal vollgeballert mit Pets, ja? Die Jüngere unter euch werden es wahrscheinlich nicht mehr kennen. Wie man macht dann so? Sicher, dann kommt eins raus. Und schmecke wie früher. Geil. Danke, Kaitan. Soll die Silber richtig hinterher. Da ist drin. Weiter geht's. Und wir sind noch beide so Kamerabegeisterte. Und da haben wir so Halter, automatischer Rundding, wo sich dreht. Ich zeige euch doch mal, dann wissen wir, was ich meine. So, seht ihr? Da, das zieht man auf wie eine Eieruhr. Was ist das da? So. Da stellen wir euer Handy rein. Wird einfach da drin gesteckt. Dann wird es aufgezogen wie eine Eieruhr, glaube ich. Und dann, Sina, fährt, man stellt mal hin. Sinas! Dreht sich ganz langsam. Ja, und so kann man dann halt schöne Timelapse oder eine Timelapse, was ist noch besser? So Slow-Mo-Aufnahme. Das ist halt super geil. Ja. Dankeschön. Kann ich auf jeden Fall gebrauchen. So, also es geht so weiter. Jetzt denken sich die Leute, oh, ich will nochmal Lego. Falsch! GLB ist das. Das Lego in Australien
Und es sieht auf den ersten Blick sieht eigentlich sehr gut aus. Ich jetzt einmal gucken, uns den Scheiß mal an. So, ohne das Zeichen soll, normalerweise würde ich das so was heißt, dass es Do-it-yourself ist. Ich meine, klar, du nimmst dir ja keiner, wo der das Ding zusammenbaut. Und streng limitierte Auflage, ne? Streng limitiert. Bin ich mal gespannt, dann gucken wir uns das Ding noch mal an. Also wie gesagt, es ist kein originales Lego, macht aber genau das gleiche. Gucken wir, sogar das Logo ist quasi geklaut. Die sieht jetzt auf den ersten Blick auch relativ normal aus. Ach, guck mal, da sind die Bähen. Okay, also man merkt schon den Unterschied. Ich bin es gerade am Zusammenbauen, das Man hier. Sieht zwar auf den ersten Blick aus wie Lego, aber wenn man so genauer, guck mal, die Bähen lassen sich fast nicht bewegen. Wenn man das da drin steckt, die Füße sind ganz locker. Der Kopf ist eigentlich so richtig identisch. Aber dennoch ist es nicht schlecht, sag ich mal. Also für jemand, der wirklich nicht unbedingt Lego braucht, der kann sich damit befriedigen. Als Lego-Sammler ist das natürlich so ein kleines Verbrechen, aber ich denke mal, das ist auch einfach so. Oh, da ist noch OPs. Denke ich einfach mal, dass es auch so mal ein netter Vergleich ist. Auf jeden Fall, ach, danke dafür, Kat. Weiter. So, weiter geht's. So, das hier hat er mir auch noch mitgebracht. Und zwar, laut Kaitan sind das hier die sauersten Bonbons oder Guzia oder keine Ahnung, wie man die Scheiße nennen soll, auf der Welt. Da steht eine Sache drauf, die stehen auf Englisch, aber auf jeden Fall steht da, glaube ich, sowas drauf wie so: Ess nicht so viel davon, sonst explodiert der Kopf. Ich habe doch keins probiert, also ich weiß absolut, wie es ist, wie es schmeckt. Ich kenne die Sendershocks und ich weiß, dass die Sendershocks teilweise im ersten Geschmack extrem sauer waren. Extrem sauer steht drauf. Testen wir mal. Also die Verpackung ist schon mal so ähnlich wie Sendershocks. Oder heißt die? Also ich bin jemand, der sehr gut sauer essen kann, deswegen. Die sind schon sehr sauer. Boah, extrem. Aber ich bin es auch gewohnt. Ich muss doch eins probieren. Ach guck mal, das sind verschiedene Sorte, okay. So, dann noch ein Versuch. Das nachher war am Anfang ein bisschen sauer, aber dann hat es direkt noch gelassen. Das ist jetzt Apfel. Okay. Oh. Alter. Das war richtig sauer. Alter. Also scheint auch so unterschiedliche Geschmacksrichtungen zu kennen, die auch unterschiedlich. Ach ja. Okay, das erste, da waren so die ersten 2-3 Schluck. Die so kleine, ganz hauchdünne Lager wahrscheinlich sauer. Das ging noch. Aber das Zweite, das war Apfel. Und das hat direkt fast, dass mir das Maul dabei fast explodiert. Und kennt ihr das, wenn ihr Schnaps trinke, auf quasi leerer Maß, und ihr merkt dann, wie das doch so brennt? So hat das gerade dabei bei dem Appelding noch gebrannt. Also für alle, die es richtig krass sauer haben wollen, ziehen es euch rein. Das ist geil. Jetzt verstehe ich. Da eine Feder gemacht. Grün ist extrem. Da steht die verschiedenen Dinger drauf. Nur das Skala. Die Äpfel sind extrem. Das hat man jetzt gerade. Komm, da ziehen wir uns noch einer rein. Alter. Jo. Also die sind fast unerträglich, ne? So beim Zweite. Ich habe jetzt auch mehr Speichel im Mund. Dementsprechend tut sich das mehr ausbreiten und die Geschmacksnerven werden noch mehr getroffen. Und es brennt, ach, ja. Also, okay, jetzt verstehe ich das. Am Anfang hatte ich nämlich ein blaues und die blaue, die sind fast gar nicht sauer gewesen. Okay, und das wäre ich gedacht, scheiße. Aber die grüne, ey, leckt mich am Arsch. Also die fliegt doch echt schon ein bisschen den Kopf weg. Ja, ich weiß schon, da muss ich nachher nochmal Pulversalz schlucken. So, also nochmal. Wer Bock hat auf was sauerer Spaß, ziehen euch die Dinger da rein. Die rocken euch den Kopf auf. Ja, das war's soweit mit der Mail-Time-Serie. Ich bin ja noch unterwegs. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht jemanden verärgert oder habe jetzt irgendwie was vergessen oder so. Ach ja, der Kaitan hat mir noch, ich bin ja großer Powerade-Fan. Nennt Power Energy Drink, wie heißt denn das?
Gatorade. Und das habe ich schon vorher getrunken. Keine Ahnung, sorry. Auf jeden Fall hat auch geil geschmeckt. Ja, Gatorade aus Australien. Muss man mal getrunken haben. Ja, so viel dazu. Also vielen Dank für das ganze Zeug da. Hat mich echt super gefreut. Ja, also je nachdem, was ich noch so bekomme, in ferner Zukunft mache ich dann nochmal so Mailtime, damit die Leute auch sehen, wie ich mich freue, was ich kriege und so. Finde ich ganz cool. Ja, so viel dazu. Ne? Dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal nochmal. Halt die Ohren steif. Essen nicht so viel. Ich war gerade. Okay. Ja, das war's dann soweit nochmal von mir. Ich jetzt sagen, wir gucken. Wir sehen uns einfach das nächste Mal nochmal, ne? Alle hopp. Machen's gut. Ciao. Nee. Ich hab mal eigentlich vorgeholt, dass das besser wird, aber das dauert so, kann ich das echt nicht machen. Wird immer schlimmer.